Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Die letzte Folge hat es durchaus in sich, Leute. Denn wir haben... Ups, Entschuldigung, war der Knopf. Wir haben hier einiges gemeistert. Den Endboss besiegt auf der Arche. Die Orne befreit vom Schneesturm. Und Tulin wurde als Weise des Windes wiedergeboren. Und das war schon eine ziemlich coole Szene. Darf ich so auch mal zugeben. Wo ich mal so gewisse Dinge halt noch ein bisschen hinterfrage. Wie zum Beispiel... Wie kann es sein, dass die Orni offenbar damals beim Verteidigungskrieg mit dem bei der Gründung von Hyrule bereits existierten? Und zurückblickend natürlich auch die Frage, was ist eigentlich dann mit dem damaligen Helden gewesen, also Link und so? Gab es damals gar keinen? Gab es gar kein Master-Schwert? Da gab es also keinen Träger des Master-Schwerts damals. Das Master-Schwert gibt es seit Skyward Sword, also demzufolge, naja, muss es eigentlich da auch schon gegeben haben. Fragen oder Fragen, wie immer. Ich will jetzt aber gerne zurück zu anderen Dingen. Wir haben das noch, ja, schwebende Schloss, okay, die Träne des Drachen, Die Suche nach Zelda. Ja, wir können noch ein paar Sidequests machen, ich ehrlich bin, und natürlich auch Story, heißt wir gehen zurück zum Spähposten. Ein bisschen so Dinge. Und vor allem will ich auch gerne alle Türme noch freischalten. Jetzt mit Tulins Macht müsste eigentlich relativ easy sein. Und ich glaube, von den 4 Regionen her würde ich mich gerne... da habe ich ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das machen will. Ich glaube, ich mache es ein bisschen so mit der Zeitumkehr. Normalerweise, auch von der Zeit, von der Uhr her quasi, geht die eigentlich von rechts nach links. Also im Kreis quasi. Von rechts nach links. Die Zeitumkehr macht sie anders. Und so würde ich es gerne hier mit den Regionen auch machen. Das heißt, bei der Hauptquest hier gehe ich als nächstes eher zu den Gerudos, dann zu den Zoras und dann zu den Geronen. Also die Geronen zum Schluss machen. Das wäre so meine Theorie, wie man es machen könnte. Jetzt erstmal was anderes machen, und zwar würde ich mal anstellen, genau, eine Kummler Ziegen. Guck mal das noch an. Denn ich glaube, ich habe die offscreen sogar gesehen. Also, wenn ich eine längere Aufnahmepause zu habe, also im Fall von Zelda ist jetzt nicht so lange, aber wenn ich halt zwischen den Folgen so bin und warte, bis die Folgen gerendert sind, gucke ich mich gerne ein bisschen um, zum gucken, wo ich als nächstes hin soll, ohne halt zu speichern, dann nachher neu zu laden. Und ich glaube, ich habe die gesehen. Der Macht des Schwurs kann jetzt Tulins Geist zur Hilfe rufen. Was ich irgendwie auch cool finde, wir tragen das Ding irgendwie als Ring am Finger, an der Hand. Wenn du dir das vorstellst, werden noch 3 weitere Weiße, mindestens vielleicht sogar 4 noch, weil es vermutlich insgesamt 6 sind. Wir haben Zeldas Ding auf dem Handrücken und die anderen da vorne, also ganz ehrlich, kommt ein bisschen vor wie der gute alte Thanos aus den Avengers-Reihe. Aber statt den Infinity-Stein haben wir einfach halt die Mysterien... Wie heißt die Mysteriensteine oder sowas in der Art? Okay, er sagt aber nichts. Also, die Ziegen. Ich glaube, ich habe die da vorne gesehen. Warte mal. Oder hinten müsste es gewesen sein. Oh, das war ein kurzer Flug. Geist Tulin. Hübscher Pilz. Jetzt hoch. Oh, hübsche Eier. Ich glaube, die waren irgendwo da vorne, aber ich irgendwie gesehen. Aber ja, wie gewohnt, ich kann mich natürlich irren.
Doch nicht, wahr? Wo war denn das? Mann, ich habe ja einfach nur offscreen irgendwo gesehen. Weil ich ein bisschen erkunden wollte, wo wir als nächstes hingehen und hingehen könnten. Hab die Ziegen gesehen und dachte, oh cool, wieder zurück. Das war natürlich eine Scheißidee. Okay, komm. Ist eh kacke so, ich hole mein Pferd. Scheiß drauf. Aber Pferd, warte mal. Ich will mal diesen Zeit für Amiibos. Amiibos! Wollte ich ein bisschen häufiger machen. Ist vielleicht auch jetzt noch Zeit, um uns mal Epona zurückzuholen. So, die ganzen Schreine, ja, haben noch ein bisschen was zu tun, aber dazu später mehr. Kommt jetzt eigentlich auch wieder zurück zu den Ornis? Hoffen wir schon, wa? Dürfte eigentlich auch nicht mehr so kalt sein. Er verschwindet, sobald ich hier irgendwo bin. Ah, krass. Schack, Frere, Schacke, Frere, Schacke. Meine Ziegen, meine Ziegen. Und das liegen rein seine Ziegen. Ich könnte einfach wieder mal ein bisschen übernachten hier, um ein bisschen alles aufzufüllen und so. Weil wir haben ja einen coolen Tempel hinter uns gebaut. Ich fand den Windtempel wirklich geil. Der Aufstieg dahin war auch cool umgesetzt. Bis morgens bitte. Eben, war cool umgesetzt. Der Windtempel selbst war dann auch nicht mehr allzu lange oder zu groß. Weil ganz ehrlich, muss auch nicht sein. Ne? Dafür hatten wir den ganzen Weg dahin. Dongo, Ahn der Pferde, Erz zu Edelstein. Ja, ja, ja. Schön, schön. Und der Endbosskampf eigentlich auch, war halt so ein bisschen untypisch. Oh. Banzi. Banzi, Wanzi. Ah, Banzi. Ganz Stelle aufsuchen, muss auch sowieso auch einen großen Fee, ne? Da ist auch so ein bisschen was. Hier muss eigentlich auch noch ein paar Dinge geben. Ah, warte mal, wenn ich jetzt Dorf der Orni bin, kann ich hier eigentlich entlang reiten. Naja, gucken wir später. Also Freunde, Amiibo-Time. Amiibo. Erst einmal die Standarddinge, die wir das letzte Mal schon hatten. Weil ich hoffe eigentlich, dass wieder mal auch ein bisschen Klamotten so dabei sind. Oh, ein Schwertling. Ein Ritterschwert. Was im Prinzip schon eine coole Waffe ist. Ich will die eigentlich ungern einfach wegschmeißen, einfach zu sagen, will ich jetzt nicht mehr. Hodonit-Schwert. Was halt niemand irgendwie ein bisschen Feuer brauchst, aber hier das Eisvogelschwert ist eigentlich auch cool, ne? Mit dem Wirbelwind. Ja, komm. Aber wir können das doch eigentlich... Können das dran merchen? Nee. Wohl andererseits, die eine will ich jetzt nicht gebrauchen. Noch nicht zumindest. Die Beta-Dinger sind irgendwie auch zu schwach mittlerweile. Ein paar von 8 gibt, die sind halt schon krasser. Ich muss eigentlich vorhin wieder duplizieren, da einfach mal, naja. Mir weitere besorgen, eins zu beiden. Okay.
Leider kein Kleidungsset. Vielen Dank, Spiel. Dann machen wir mal Wind Waker. Der Reh ist cool. Ein Rüstungsschnapper. Ein Boomerang. Boomerang sind nur zerfressen. Nee, come on. Mann, ich will nicht sowas, ich will was Geiles haben. Come on. Das ist jetzt der Skyward Sword. Link quasi. Ein Ritterschwert, ja, leck mich, ey. Komm, weißt du was? Ich bin nicht trotzdem mal weg. Ich habe noch ein paar von denen. Zack. Ups, Entschuldigung. Dein Flammenschild zerbricht gleich. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade erst angelegt. Ja, leg mich doch, ey. Röstäpfel, ja gut, warum nicht, ja. Also. Dann hoffe ich mal, dass wir mit dem Ding ein bisschen mehr Erfolg haben. Mit dem Ocarina of Time Link. Komm schon, Rüstungsset, kann ja nicht so schwer sein. Das Zeitgewand. Schön, schön. Immer schon mal die Windmütze und das Zeitgewand, ne? Und die Kombi passt. Das passt stylisch. Cool. So, ich kann man theoretisch auch bald wieder mal das Reckengewand holen. Das habe ich... Ja, eigentlich... Ja, weiß nicht, ob es noch zu früh ist. Also nicht zu früh. Ich kann es schon kann's ja von Anfang an machen. Nur das Gefühl irgendwie, es wäre noch zu früh. Aber ja, Gefühl halt. So, nächster Amiibos. Moment. Wird Zeit für Wolflink. Ja, aber befürchtet. Ja, das habe ich irgendwo gelesen, dass Wolfie, den wir aus Breath of the Wild kennen, hier nicht mehr vorkommt. Warum das Ganze? Es gibt Theorien darüber. Oh, viele Fische schon. Es gibt Theorien darüber, dass der Grund, weshalb es Wolflink gab in Breath of the Wild, derjenige war. Weil Breath of the Wild erschien ja nicht nur für die Switch, sondern auch für die Wii U. Und Twilight Princess HD erschien ja auch für die Wii U. Noch nie für die Switch, warum auch immer. Aber halt auch für die Wii U. Und deswegen als Referenz dazu hat man das wohl so gemacht, angeblich. Okay. Wird Zeit für den Super Smash Bros. Link. Da haben wir es. Hallo Epona! Oh. Natürlich will ich. Oh. Sehr gern. Maximal Zuneigung, natürlich einfach alles perfekt. Oh. Ja doch. Oh. Ein bisschen Kohle habe ich noch. Oh. Das ist das legendäre Pferd Epona. Es wäre nicht richtig, ihr einen anderen Namen zu geben. Darf ich Epona belassen? Klar. Oh. Kurz abgeben. Das passt schon. Vor allem, dass er weiß, dass es Epona ist. Und das legendäre Pferd Epona. Ist Epona jetzt hier drin? Nö. Aber egal. So, das Kassenbuch. Prämie halten, bitteschön. Oh. 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 Ein Reisesattel. Dann sind wir da schon deswegen. Wir denken, eine hohe Lebensdauer von Reisenden bevorzugt. Der Reisezaumzug. Oh. Oh,
Die Mähne frisieren lassen, krass. Okay, und jetzt? Satzung. Ah, ne, hatten wir schon, okay. Ja, Freunde, es wird immer geiler, immer steiler. Aber Amiibos, geht direkt weiter. Moment. Gibt einfach ein paar krasse Amiibos. Das ist der Amiibo von Zelda aus Skyward Sword mit dem Wolkenvogel drauf. Pflanzen, also Kräuter und Gräser. Okay. Mir schon Grund dafür geben. Soldatenbogen. Das ist nicht so das Problem. Bei der Gelegenheit auch mal neue Bogen verwenden. Oder Bögen, wie es gesagt, verwenden. Komm, wir kamen gerade von den Dingern. Von Ornis, dann passt das schon. Da haben die irgendwie seltsame Effekte drauf. Nö, aber passt. So. Besserer Bogen. Dann als nächstes kommt der Amiibo von Zelda aus Smash Bros. Oder alternativ aus Twilight Princess. Ist nämlich dieselbe Zelda. Spurtkarotte. Karotte vor allem. Yeah, man, yeah, man, yeah, man. Noch einer? Ernsthaft? Was habt ihr alle mit euren Bögen? So, jetzt kommt ein ganz spezieller Amiibo und zwar der von Ganondorf aus Smash Bros. Fleisch von Ganondorf, aha. Wieso wundert mich das nicht? Ein Gerudo Zweihänder. Kombiniert man sie mit einem Material, mit dessen Stärke maximiert, die Haltbarkeit steigt jedoch weniger stark. Ja, wenn wir sagen, wir haben ja so ein paar Zweihänder. Die sind schon relativ krass drauf. Hohe Haltbarkeit, der zwar auch. Ja komm, leg den mal ab. Ups. Das Fusionieren davon lasse ich mal noch, bis auf weiteres. So, jetzt habe ich noch 4 Amiibos im Petto, und zwar die der Recken. Aus Breath of the Wild. Fangen wir an mit einem, der mir eher unsympathisch ist, aber zu einem Orni passt, nämlich Revali. Was? Hey! Spurtlotus. Muss ein Bogen drin sein, wa? Schwalbenbogen, ja, der ist leider zu schwach. Danke, Revali. Ich wollte eigentlich die Maske haben. Gehen wir zu den Gerudos, und zwar zu Urbosa. Fleisch, war ja klar, also Gerudos essen Fleisch. Edelgeflügel. Ein Gerudo-Schild. Der sieht aber stylisch aus. Das gefällt mir. Danke, Urbosa. Passt sowieso, da wir, wie gesagt, bald zu den Gerudos aufbrechen. Und wer weiß, vielleicht gehen wir vorher mal in den Untergrund, wa? Wäre eigentlich auch mal Zeit da. Vor allem für die Batterien, da ich so wenig habe. Wir machen weiter mit Mifa. Von den Zoras. Gut, dass es hier Fische gibt, ist klar. Den wollte ich. Ruta-Helm. Der Helm einer Kriegerin, die in längst vergessenen Zeiten die Zoras beschützte. Das Band mit den Zoras stärken, wenn er von einem Hylianer getragen wird. Ja, noch deswegen macht es halt Sinn, dass das Teil, sag jetzt mal, so heißt, wa? Ruta wegen Fahrruta, also wegen dem Titanen von damals. Oh, Schwimmtempo. Kann auch gut gebrauchen. So, letzter Amiibo noch für heute. Wir haben hier Daruk. Steine, war ja klar. Kann ich von dem eigentlich immer Dinger kriegen, Opal und so. Also ein bisschen farmen. Ein bisschen häufiger einscannen, wa?
Steinspalter. Gerne für Ausgrabungen. Das würden wir schon gerne behalten. Er hat viele Zweihänder, ja, so ein Daten-Zweihänder. Beta-Krieger hat so eine höhere Haltbarkeit. Ja, komm, kann trotzdem mal weg. Ich würde den Steinspalter aber gerne noch fusionieren. Weil das nicht so viel Power ist, sowieso nur Stärke 9, das heißt mit irgendwas es einfach mehr Haltbarkeit gibt vielleicht. Hm. Bernstein ist jetzt nicht unbedingt so selten oder bringt nicht so viel Kohle ein, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen Bernstein nehmen und gucken. Sieht irgendwie schon krass aus, die Fusionierung, muss ich zugeben. So. Da kommt immer ein Sonanium-Schielerswaffe und vielleicht noch irgendwie eine Sonanium-Waffe selber, irgendwie das Ding. Irgendwie so. Passt schon, wa? Okidoki, Freunde. Haben wir noch ein bisschen Zeit übrig, logischerweise. Denn die Scheißziegen nicht gefunden, das heißt, ich mache jetzt mich irgendwie anders auf den Weg dahin. Und zwar zu Fuß wieder mal. Oh. Oh. Wir haben viele, bis zu 7 Pferde. Ich muss noch Zeldas goldenes Pferd irgendwann noch holen. Wenn es überhaupt noch geht. Hm. Ringo wird abgegeben. Du, du, du. Oh. 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 Hm. Ach was, ich kann an Epona nichts verändern. Dass wir einen neuen Zaumzügel und so dran packen, aber Epona will wohl nicht, wa? Okay, ist auch kein Problem. Schneller, Epona! Auf geht's! Quasi Rettungstruppe, auf geht's. Ich mach mal ganz kurz noch das Spiel. Und dann... Die scheiß Ziegen, wo sind die? Ich bin nicht bekloppt, Freunde, ich hab die gesehen. Die waren gar nicht mal so weit weg von hier. Die waren irgendwo der Straße entlang. Trotzdem ein bisschen abseits natürlich, ist klar. Hier ist eigentlich das Gebirge, die müssten schon irgendwo hier sein, warte mal. Hier gar nicht richtig rüber, wa? Dann nähern sie Pona.
Müssen wir hier runter. Mädchen. Will's nicht, wa? Hm. Ich hätte schwören können, die waren da. Sag mal, Epona. Du nervst mich langsam, Kleines. Darf mal wahr sein, ey. Ich glaube schon nicht zu erinnern, dass die irgendwo hier waren. Ups, Entschuldigung, Fuchs. War keine Absicht. Epona ist einfach so schnell. Doch nicht. Doch, da drüben. Da sind sie doch. Hier war es, wo ich die gesehen habe. Die meine weißen Ziegen. Hier haben sie alles gesteckt. Und das Rezept offenbar. Ich wusste doch, die waren hier. Werden wir niemals vergessen. Was steht denn da? Verstehe. Was ist das? Da kommt gar keine Heilwohltanzapfen an Stücke hinein, sondern man muss sie vorher klein schneiden. Ich habe auch wehgetan, es tut mir leid. Ja, meh, genau. Kollege! Jo, Kollege hier. Den Grund gegangen ist, aber kann es wirklich Zufall sein, dass wir die Ziegen und das verlorene Rezept im gleichen Raum gefunden haben? Oder? Er hätte das Stolze. Filet Rubin, Dankeschön. Carboni erhalten. Weiter so, Mann. Sapau! Ja, Sapau. Oder Konnichiwa oder was auch immer. So, Epona steht da drüben. Die kommt schon alleine klar. Das heißt, jetzt, wenn wir die Quest endlich gemacht haben, wird es gleich mal Zeit, die noch zu erforschen. Ich wollte noch die anderen Gebiete machen. Das heißt, wir gehen mal zu dem Turm. Hier in der Ebene von Hyrule will man ganz kurz hochschleudern. Und dann mit Tulins Macht versuchen rüber zu fliegen zu den Gerudos. Die haben eh ein bisschen extra Ausdauer. Es könnte also klappen. Jetzt habe ich hier am Wartescreen noch ein Symbol rechts unten. Das von... Nein, vom Wind. Von Tulin. Wie auch immer. Hier sind wir jetzt auch wieder. Jetzt mehr blaue da. War jetzt wieder so ein gepanzerter. Der blaue Hinoxer dürfte auch wieder da sein. Das ist auch ein blauer. Da vorne ist nochmal ein blauer. Der ist das Horn dran. Gepanzert hat, ja. Bomben oder mit dem Felsspalter, war weg. Eins von beiden. Darüber, ihr seht doch schon. Also mal gucken, hier waren wir eh auch schon, das heißt, ich bin ein Idiot, ihr könnt direkt von hier aus. Ah, Michael, mehr dreidimensional denken, Alter. So.
Vom Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt oder irgendwie so. Mal ganz kurz gucken. Natürlich jetzt gerade einen Scheißturm nicht markiert. Die Geoglyphen, ja, da ist sicher das auch für die nächste Folge oder nächste Folgen. Das war knapp. Genau, von hier aus. Warte mal. Der Turm ist dort. Ich komme von da, also muss ich eigentlich schon darüber. Ah, da unten. Da verstehe ich auch, wieso wir die Macht so auf A, B, X und Y haben. Natürlich, um die anderen noch einzusetzen, wa? Weil es wohl bei jeder Region quasi halt dann Weisen gibt, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn noch irgendwie Weise der Geister finde ich irgendwie cool, auch als Referenz zu Ocarina of Time. Aber natürlich eben Weise des Feuers, des Wassers und so. Und deren Macht müssen wir irgendwie auch nutzen können, wa? Dann haben wir hier einen Turm, da vorne wäre bereits der nächste, hätten wir das schon mal. Das ist by the way schon die Geoglyphe. Die ist gut getarnt dort. Halt nicht ganz bis dahin, aber fast. Ich hole gerade nochmal. Ja, super. Die ganzen gelben Härte sind weg. Was liegt denn hier? Ja, die Welt hier ist und bleibt groß, also sprich vor allem die Wüste. Oh. Das sind hier hindurch, krass. Ach komm schon. Ja, wenn ich da runtergehe, fliege ich wieder runter. Da sind wir schon beim nächsten Turm, im Gerudo-Tal. Da lacht das Herz. Irgendwo der andere Kumpel wieder da. Er muss ein Schild aufstellen. Ach nee, der fliegt aus dem Himmel. Ja, dann schlecht. Wieso geht hier nichts? Ach nee, schon wieder. Ist einer kaputt oder was? Sehe ich auch irgendwie nichts, was darauf schließen würde, was kaputt wäre. So ein paar Excel-Fosse, ja.
Was los, Ja. Kumpel? So sieht man sich wieder. Guten Abend. Bin hier, um ihn zu reparieren. Ja, habe ich auch schon gemerkt. Hm. Oh. Die Kette hängt. Mhm. Ah. Also wenn jetzt im Eimer. Klappt nicht mal mehr mit gutem Willen. Ah, okay, ich muss das reparieren, wa? Ich glaube, ich kenne da was. Hä? Okay. Wieso extreme Kälte? Auch wegen der Nacht jetzt, oder was? Ja, nachts ist in der Wüste kalt, wissen wir ja. Nein! Ah, hätte ja fast klappen können. So, was dranhängen? Da kriegen wir natürlich hin, das dürfte nicht das Problem sein. Wie viel es dafür braucht, ja, das ist noch ein anderes Thema. Was? Okay, schräg. Okay, er ist schwerer als er aussieht. Du, 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 du. So, ich würde zumindest gerne den einen Turm noch fertig kriegen. In der Folge meine ich jetzt. Dann die anderen Türme vielleicht doch alle in der nächsten Folge direkt. Einfach zack, zack, damit wir mal alle durchhaben. Und dann zurück zu Plura. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Oder Rubelo. So, geh reparieren, Alter. Oh. Jo, mach das. Ah. Jetzt bestätigen aus. Ha, es funktioniert. Okay, aber ist jetzt saumäßig kalt. Kühlungsdampfpilze. Ah. Oh. Dankeschön. Für diese schöne Nahrung, danke. Weil ich es einfach brauche. Und, Freunde, es wird Zeit für Geronimo. Und das wäre eine Runde Scannen. Die Gerudo-Wüste. Und dort irgendwo ist natürlich auch unser nächstes Hauptziel von der Story her, zumindest wenn es um die 4 Regionen geht. Himmel ist ja nicht viel los. Gut, ist die Wüste, wieso soll da viel los sein? Das ist übrigens, by the way, das Ding, wa? Die Glyphe, die eine Geoglyphe. Die habe ich hier markiert, wa? Hm. Die Geoglyphe, wo ich mal ernsthaft meinte, irgendwie, die sehen ja ein bisschen aus wie, könnte Ganondorf sein. Aber vielleicht täusche ich mich ja auch komplett. Wenn nicht das erste Mal war. So, die Geoglyphen selber, die werden wir in einer anderen Folge mal abgucken. Alle zusammen? Ne, ich glaube, machen wir auch irgendwie nach und nach. Vorne ist übrigens noch eine. Wie viel hat's denn hier?
Wo ich jetzt perfekt so Geoglyphen landen würde. Haben wir noch irgendwas mit Ausdauer oder habe ich da schon alles verbraten? Da schon alles weg war. Scheiße, wir haben vorhin noch was machen müssen. Ausdauertränke und so. Ist das doof. Gut, ich meine, ich habe was. Stimmt. Ich meine, wenn ich die zwei dann. Die Türme sind doch weiter auseinander, als ich dachte. Warte mal. Bin ich perfekt in der Position? Oder das Ding stimmt sogar fast schon. Komm, mach's mal hier. Dann stimmt's besser. Diese Geoglyph ist unter uns. Irgendwo da hat es auch so eine Träne oder ein Stein oder was auch immer. Eigentlich ist es eine Drachenträne. Die finden wir schon. Ja, alles kalt, wa? Also wenn es überall hat Schnee. Immer etwas. Extreme Kälte. Ernsthaft noch einer? Aber krass, ich glaube, es gibt keine Region, wo ich 3 Kälteschutz brauche. Also Level 3 brauche, meine ich. Ja, bis darüber komme ich nicht mehr. Wildbeeren. Sehr schön. Aber da vorne ist schon der Turm. Das heißt, den werden wir uns in der nächsten Folge holen. Kann ich auch mit Tulenshilfe schnell rüberfliegen. So wie es aussieht, ist der in Betrieb. Das sieht schon mal gut aus. So es hier zwar so arschkalt ist, keine Ahnung. Wir sind eigentlich auch wieder irgendwie Region Wüste eigentlich noch. Aber egal, machen wir das und dann mal gucken, ob ich mir auch die Türme noch schnappe. Wenn die irgendwie im Flugreichweite sind und wenn sie halt so weit weg sind, lass es halt fürs Erste noch. Und dann eben halt da ein bisschen mehr in Richtung Zentral-Hyrule, da noch ein bisschen angucken. Der Brunnenfan, da ist auch noch so einer. Bei den Stallarbeiter, das könnte man auch mal bei Gelegenheit angucken. Kann man wieder ein paar Stellen abgehen, wa? Das schwebende Schloss. Ich kann natürlich mal nach Schloss Hyrule fliegen, stimmt. Da ist auch mal so etwas. Aber mal gucken, ob Gandalf irgendwo da ist und bereits klar machen. Da kommt sich nicht so gut. Oh, da ist noch ein Schrein. Ein paar Schreine abklappern, ne? Ja, eigentlich schon. Ich hätte gerne mehr Herzen, mehr Ausdauer. Das ist auch alles so intensiv, wa? Was ist denn da unten? Okay, schräg. Egal. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, bye bye.